Es ist eben so, dass es nicht nur den Dialekt und den Standard gibt, sondern es gibt auch die Umgangssprache, also etwas, was unter dem Standard liegt, aber was die Sprachwissenschaft noch nicht Dialekt bezeichnet. Und dafür hat sich dann die Bezeichnung Substandard eingebürgert. Nun ist das natürlich ein schillernder Begriff, denn in Gegenden, wo die alten Dialekte kaum mehr da sind, denken Sie an die Industriegebiete an Rhein und Ruhr, von Duisburg, Düsseldorf bis also Dortmund, nicht? Da ist Substandard eigentlich Umgangssprache. Wenn Sie aber jetzt auf den Süden gehen, dann haben Sie sowohl Umgangssprache und Dialekt, das heißt, der Substandard zerfällt in zwei Gruppen. Und Substandard ist eben immer wertend von oben her. Und für viele ist das sozusagen alles, was nicht so klingt, wenn es quasi gerade sogenanntes Burgtheater Deutsch ist, was ja natürlich sowieso eine Fiktion immer war, klingt als so ungefähr als eine Art, so kann man doch nicht reden. Also mit diesen Leuten will ich doch nicht assoziiert werden, heißt dann. Also das heißt, es ist eine starke soziale Frage damit verbunden, die nationalen Fragen natürlich überlagernd, weil jeder sofort Angst hat, wenn ich so rede wie die, dann werde ich ja quasi als eine Art Unterschichtmensch dargestellt. Und die Leute begreifen gar nicht, dass sie ja das eine reden könnten, dass es nicht Unterschicht ist, und wenn das alle so reden, dann ist es halt die normale Norm. Und gleichzeitig, dass ich das andere noch dazulernen kann, das benutze ich auch. Also habe ich zwei Sachen. Maßgeblich ist für mich der Sprachraum und nicht mehr Herkunft. Und ich habe keine Probleme damit, das dann also im Sinne dessen, was wir eben die Hochsprache nennen, zu formulieren. Und es hat keinen Sinn, Missverständnisse zu produzieren, nur weil man aus Österreich kommt und dann darauf insistiert. Ja, also das heißt, die Vereinheitlichungsprozesse, von denen Sie ja angedeutet haben, die sind natürlich kann man sagen, über 3 Jahrhunderte oder 4 Jahrhunderte haben die gedauert. Und heute ist die Vereinheitlichung akzeleriert. Es ist nicht so, dass das österreichische Deutsch sich separiert, im Gegenteil, es wird wird es faktisch über die deutschen Medien faktisch vereinheitlicht. Aber umgekehrt, die Vereinheitlichung des deutschen Deutsch, also gegenüber dem österreichischen, wird natürlich nicht betrieben, weil wir überhaupt zu wenig Medienprodukte haben. Würden wir so einen mächtigen Sender haben und wären wir 50 Millionen, ja, dann wäre das der gegenseitige Beeinflussung da. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Also es ist im Prinzip nicht eine Frage von gut und schlecht, sondern es ist nur eine Frage von, wer hat die meisten Fernsehsender und Satelliten. Ja? Das ist ja auch letztendlich, wenn ich jetzt denke an die Konzeption vom Kollegen Rudolf Mohr, nicht in Graz, der ja das österreichische Deutsch hier versucht eben auch besser in den Griff zu bekommen. Nicht? Da ist natürlich also das Zauberwort, nicht, das übrigens auch für den spanischen Bereich immer verwendet wird, nicht? Also plurizentrisch, ne? Also ein plurizentrischer Sprachraum, wo man sagt, okay, es gibt einmal so ein Gesamtspanisch sicher, aber dann gibt es auch ein was weiß ich, Espanol, Cubano, Mexikaner und so weiter, was man dann sogar auch in den Übersetzungen liest, nicht? Aus dem Kubanischen, Spanischen übersetzt von. Ganz genau, das ist ein Typus von Sprachen, deren primäres Merkmal zuerst einmal ist, sie sind also in mehr als einem souveränen Land, sind sie sozusagen offizielle Sprachen. Die Betonung offiziell ist wichtig. Also dazu gehören zum Beispiel jene Vorkommen von Sprachen, wo die Sprache eine Minderheitensprache ist, nicht. Also alle großen Sprachen, wenn man so will, bevölkerungssprecherreichen Sprachen, sind plurizentrisch. Und der wesentliche Punkt, warum das so ist, also zählen wir es einmal auf, Englisch natürlich an der Spitze, dann Französisch, Portugiesisch, Spanisch selbstverständlich, Chinesisch gehört dazu, Russisch im Prinzip auch, das ist aber erst in der Entwicklung, weil es ja durch die Sowjetunion quasi also verschiedene Länder gibt, wo die Sprache noch immer vorkommt, aber der Status ist ungeklärt noch derweil. Und so weiter. Also Tamil zum Beispiel, das ist eine Sprache in Südindien und in Sri Lanka. Das Armenische gehört dazu, also Westarmenisch, Ostarmenisch zum Beispiel. Das Niederländische übrigens mit Belgien und den Niederlanden. Schwedisch in Finnland und in Schweden und so weiter. Also man zählt etwa 19 bis 20, Arabisch übrigens, dass ich das nicht vergesse natürlich. Dort ist die Situation besonders kompliziert. Das werde ich vielleicht später erzählen. Aber ich muss schon sagen, dass ich immer ein bisschen Bauchweh habe, wenn man dann
sozusagen in Opposition zu diesem Deutschdeutschen dann so einen Kult um die Dialekte betreibt. Ja. Als Wiener verstehe ich sehr gut Wienerisch und ein gutes Dialektgedicht amüsiert mich, bereichert mich, gefällt mir. Ja. Das geht von Weinheber über H.C. Artmann, also bis zu den Urgründen des Austropop, den Hofer von Ambros. Ja. Ich finde das poetisch. Ja. Aber umgekehrt muss mir klar sein, dass ich dasselbe auf Tirolerisch oder auf Plattdeutsch einfach nicht verstehe. Ja? Und dann will ich letztlich eigentlich nicht wirklich dann so eine Fetischisierung dieser Dialekte haben, die mich zwingen, ununterbrochen mir was anzuhören oder zu lesen, was ich einfach nicht verstehen kann. Ja? Und zwar das Wichtigste ist, dass die Sprecher der dominierenden Varietäten immer glauben, dass ihre Varietät die einzig richtige und alle anderen Dialekt sind. Gleichzeitig, also universell in der ganzen Welt ist es auch üblich, dass die Eliten der nicht dominierten Varietäten die Tendenz haben, sich an die Großen anzupassen. Das hat damit zu tun, dass natürlich, und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass sozusagen nationale Spezifik immer mit sozialer Spezifik zu tun hat. Das heißt, die typischesten Formen, die typischesten österreichischen Formen sind natürlich aus den Regionalvarianten kommen die. Und die werden immer mit Dialekt assoziiert. Also wenn Sie zum Beispiel Hackeln haben oder die Hacklerregelung, dann war das bis vor wenigen Jahren ein Regionalismus in Ostösterreich. Ja? Hackeln für schwer arbeiten oder manuell arbeiten, analog zu schöpfen. Ne? Siehe da, auf einmal, irgendwelche Politiker haben plötzlich von der Hacklerregelung angefangen zu reden und binnen kurzer Zeit, weil das ein Jahr lang faktisch ununterbrochen in den Medien war, ist es zu einem Standardwort geworden. Daran sieht man zum Beispiel, dass jedes Wort, sobald es in der Öffentlichkeit einen entsprechenden Stellenwert kriegt, vom sogenannten regionalen, sprich dialektalen Standard, sofort zu einem offiziellen Standard werden kann. Aber die Menschen, die diese Dialekte oder Varietäten verwenden, wollen nicht ernsthaft sich politisch sozusagen so weit weg bewegen vom restlichen Sprachraum des Deutschen, dass sie eine eigene Sprache ausrufen. Es gibt in Österreich, in Bezug aufs österreichische Deutsch, gibt es Forscher und Menschen, die sehr stark dieses Österreichische betonen und auch dafür plädieren, dass das Österreichisch eine Sprache sein soll. Das ist aber äußerst umstritten, das ist politisch und wissenschaftlich umstritten und ich glaube, dass das nicht berechtigt ist, weil die Sprecherinnen und Sprecher das nicht wollen. In jedem Land würden die Leute sagen, ja, natürlich haben wir eine eigene Sprache. Und warum sollten wir keine haben? Das ist ja ganz selbstverständlich. Nicht? Und wenn wir nicht halt gerade eine haben, dann haben wir halt mehrere, aber die sind jetzt vielleicht für unser Land typisch. Die Leute wären froh und würden sagen, das ist selbstverständlich, das ist Teil von dem, was uns kennzeichnet. Und die Tatsache, dass das nicht so ist, zeigt eben, dass da in Wirklichkeit ein sprachpolitischer, nicht nur ein sprachpolitisches, sondern ein staatspolitisches Problem versteckt ist. Und gleichzeitig auch der Wunsch der Eliten in diesem Land, die Verhältnisse offen zu lassen, um möglichst maximal davon zu profitieren. Wenn es passt, sind wir Österreicher, sonst sind wir halt ein bisschen deutsch. Das heißt, ich lege mich nicht so fest oder ich lege mich nicht so fest, sondern ich bin wie der Herr Karl, einmal dort oder einmal da